Zuvor in dieser Staffel. So, liebe Freunde, es ist nun soweit. Zum Start in das lange Wochenende hat der 1. FC Köln verkündet, dass Lukas Kwasniok dann im Nachhinein unser neuer Trainer wird. Ja, was soll ich euch großartig dazu sagen? Also, es ist garantiert nicht meine erste Wahl gewesen. Sagen wir mal so, war nicht wegzudenken aus Paderborn. Allerdings, ich sag mal so, hier und da ist ein bisschen Skepsis meinerseits gegeben. Da gibt es doch einen Jungen, über den wir wirklich gefühlt kaum gesprochen haben. Und das ist Said El-Mala. Es gibt viele Vereine, die uns wahrscheinlich gerade beneiden und sich in den Hintern beißen, dass sie ihn nicht entdeckt haben. Wir haben es. Ich bin kein Hellseher, aber es würde mich nicht überraschen, wenn daraus so eine märchenhafte Geschichte sich entwickelt. In dem Punkt muss ich da auch mal Lukas Kwasnioks Entscheidungen in Frage stellen. Said El-Mala war ab dem Zeitpunkt, wo er auf dem Platz stand, der beste Spieler heute bei uns. Ey, dieser Junge ist auf jeden Fall so dermaßen mutig. Aber dieser Junge hat so ein Selbstvertrauen, das hast du direkt gemerkt. Also Said El-Mala ist definitiv die Zukunft des 1. FC Köln. Ich kann euch nur eins sagen, an der Stelle ist der Saisonstart auf jeden Fall geglückt. Das ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Trainer für den 1. FC Köln. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng, aber ich möchte diesmal an einen Sieg glauben. Wer mich kennt, der weiß, ich bin dann nicht immer so besonders überheblich oder dergleichen, aber dieses Mal glaube ich an einen Sieg. Einen sehr knappen Sieg. 1:2. Wenn ich schon so eine große Fresse habe, dann ist es auch gerechtfertigt. Herzlichen Glückwunsch. Was heißt herzlich? Also ja, Glückwunsch an die Gladbacher Derby-Sieger. Ihr seid heute der Derby-Sieger. Und herzlich willkommen in der neuen Zentrale. Wir sind ja wirklich gerade in so einer ziemlichen Ergebniskrise. Ich wünsche mir ein klar erkennbares Gerüst und deutlich weniger positionsfremde Besetzungen in unserer Mannschaft, weil das irritiert sie teilweise. Man kann sich nicht immer nur auf Said El-Mala verlassen, weil man muss ja auch bedenken, verdammt nochmal, einige Punkte, die wir errungen haben, hätte er nicht getroffen. Verdammt nochmal, wo ständen wir jetzt? Auch wenn ich jetzt gerade mal wirklich endlich mal Lukas Kwasniok so richtig kritisieren wollte, wenn man auf der Tabelle guckt, ich habe nicht viel ihm entgegenzusetzen. Bitte keine Experimente. Jetzt hatten wir gestern wieder 4 Veränderungen in der Startelf, aber ich will langsam mal eine Elf, die sich eingespielt hat. Ich kann einfach nur an Lukas Kwasniok appellieren, was auch immer du heute alles richtig gemacht hast. Mach es weiterhin so. Und da frage ich mich, wie geht es nun weiter? Vor allen Dingen mit diesem Trainer. Ich sehe da persönlich wirklich gar kein Potenzial mehr. Ich sehe aber auch kein Potenzial, dass Kessler jetzt irgendwie sich breitschlagen lässt, die Gefahr einsieht und dergleichen, weil heutzutage glauben ja alle irgendwie an eine Vision und an einen Plan. Aber ich finde, dieser Plan von Kwasniok ist nur noch Harakiri. Er rettet sich hier und da mit dem einen oder anderen Punkt von Spieltag zu Spieltag, aber die Konstanz, die fehlt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nicht mehr an diesen Trainer. Ich glaube, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Und darüber wird heute gesprochen. Das Training wurde auch abgesagt. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass heute oder in Kürze noch etwas passieren wird. Entschuldigen Sie, brauchen Sie noch Personal? Kwasniok. Nun, es ist offiziell, liebe Freunde, Lukas Kwasniok wurde entlassen. Er ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Die Lösung, auch wenn sie schon im Laufe des Tages kursiert hatte, überrascht mich dann trotzdem. Sein Co-Trainer René Wagner. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, weiß ich nicht so genau. Also ich hätte mir schon eine externe Lösung gewünscht. Ob René Wagner jetzt die richtige Wahl ist, keine Ahnung. Ich will weder zweifeln, noch sagen, wow, super. Eine externe Lösung hätte mir vielleicht ein bisschen mehr zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Was mir halt aufgefallen ist, direkt bei René Wagner schon zu Saisonbeginn, dass er sich von Steffen Baumgart abgenabelt hatte. Zuvor war es wirklich sein konstanter Co-Trainer. Aber als er gesagt hat, ich gehe zurück zum FC und werde dort der Co-Trainer von Kwasniok, da hatte ich schon irgendwie dieses Gefühl, ja, der hat Ambitionen. Der hat irgendwie Ambitionen, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht irgendwann mal zum Cheftrainer. Also, bisher doch ein ziemlich guter Einstand für René Wagner, dessen Leistung ich noch nicht komplett beurteilen möchte. Aber es gefällt mir. Es gefällt mir und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit ihm. Leo, wach auf. Willst du nicht ein Video drehen? Nein, Mann, lass mich schlafen. Die Community wartet auf deine Reaction. Nein, ich will nicht. Ich weiß, du willst liegen bleiben, aber das bringt nichts. Dabei habt ihr das Derby verloren. Es ist kein Derby! Ich bin so froh, dass wir so ein fettes Torverhältnis haben, aber trotz alledem, ach Leute, ich bin mir nicht sicher jetzt gerade. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mal wieder Viktor zu fragen. Hallo Viktor, sag mal, kannst du mir bitte erklären, ob wir den Klassenerhalt geschafft haben?
Ich habe mir die aktuelle Tabelle sowie die verbleibenden Spieltage genau angesehen. Es müsste ein absolut unrealistisches Szenario eintreten, um daran noch etwas zu ändern. Oder anders gesagt, sie sind durch, nur eben auf typisch kölsche Art. Ja, liebe Freunde, ihr habt's gehört. Hey, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Hallo, Moje, Jode Dach. Leute, ihr seid viel zu weit weg. Kommt ein bisschen näher. Ah, so ist viel besser. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ja, eine weitere Saison ist zu Ende gegangen. Der 1. FC Köln hat natürlich den Klassenerhalt geschafft. Eine Saison voller Höhen, Tiefen, Wendungen und Diskussionen und teilweise auch kompletter Eskalation. Und mit dem heutigen Video endet auch offiziell diese Staffel. Heute wollen wir noch einmal gemeinsam zurückblicken auf Spiele, auf Entscheidungen, auf Hoffnungen, auf Chaos und auf Momente, die diese Saison irgendwie besonders gemacht haben. Außerdem haben wir heute natürlich auch noch ein paar Preise zu verleihen. Das goldene Trikot, den Fanartikel der Saison und wir werden uns auch von einigen Gesichtern verabschieden. Kurz gesagt, heute wird es noch einmal emotional. Ja, ich nehme mal kurz Bezug auf das Spiel bei Bayern München. Das ist ja komplett in die Hose gegangen. 5:1. Das heißt, das erste Mal, dass wir ziemlich hoch verloren haben in dieser Saison, also tatsächlich dann doch noch eine fette Klatsche bekommen. Ja, die Bayern wollten sich ihre Meisterfeier nicht versauen lassen und naja, ihre Kräfte fürs DFB-Pokalfinale wollten sie somit auch nicht schonen und wir waren davon betroffen, insbesondere da man davon ausgehen konnte und man hat es ja auch im Prinzip gesehen, dass die meisten unserer Spieler sich bereits im Urlaub befanden, nachdem der Klassenerhalt eben vorzeitig gesichert war. Das finde ich natürlich sehr, sehr schade. Das zeugt wirklich nicht gerade von Professionalität und ja, wie wird das dann in der nächsten Saison sein? Machen wir genauso weiter. Jedes Mal, wenn eine Kleinigkeit unserer Ziele schon erreicht ist, dann ziehen wir die Notbremse. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es liegt vielleicht auch daran, dass Köln so eine Partystadt ist und der Kölsche Wisch und der Klüngel irgendwie einen dazu einlädt, gerade mal so viel zu machen, wie nötig ist. Aber immerhin hat Zeit El Maler getroffen. Ja, ich weiß, es wird langsam zu einem Meme hier. Dass ich ihn über den grünen Klee lobe. Aber war eine geile Aktion. Ob wir solche geilen Aktionen in der nächsten Saison sehen werden, das steht unter einem großen Fragezeichen, ebenso auch wie die Trainerfrage. Aber gut, wir arbeiten das Ganze jetzt in ein paar Blöcken ab, Stück für Stück, bis wir uns an das narrative Ende nähern. Was waren denn meine Erwartungen vor der Saison? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir vor dieser Saison erstmal nichts weiter gewünscht als den Klassenerhalt. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, der Aufstieg kam letzten Endes auch kurz vor knapp zustande, zumindest was die offiziellen Ergebnisse anging. Unser Sieg gegen Kaiserslautern am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga, der hat uns auch noch zum Zweitligameister gemacht, aber wir waren auch kurz davor, das zu verspielen. Deswegen konnte ich vor Saisonbeginn überhaupt nicht einschätzen, wird das eventuell eine ruhige Saison, wird das ein souveräner Klassenerhalt oder wird das wieder eine komplette Zitterpartie? Natürlich habe ich mir Ruhe gewünscht, aber beim FC geht es halt leider selten ruhig zu. Was mir allerdings recht schnell Hoffnung gemacht hat, war die schnelle Verpflichtung von Ragnar Ache. Das war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich mein Wunschstürmer. Und auch wenn ich ihn gerade in der Hinrunde teilweise kritisch gesehen habe, muss ich am Ende ganz klar sagen, das war zumindest kein Transferflop. Ganz im Gegenteil, je länger die Saison lief, desto wichtiger wurde Ragnar Ache für diese Mannschaft. Und gerade gegen Ende hat man dann auch gemerkt, wie sehr er gefehlt hat. Generell hatte ich schon das Gefühl, dass Thomas Kessler versucht hat, dieser Mannschaft ein neues Gesicht zu geben. Denn spätestens seit der Saison 2023/24 inklusive Transfersperre hatte der FC für mich eine richtige Verlierermentalität entwickelt, aber so richtig extrem. Und die vielen Transfers hatten schon gezeigt, der Verein wollte diesmal wirklich etwas verändern. Nicht alle Verpflichtungen haben am Ende funktioniert. Bei Ralf Vandenberg zum Beispiel hatte ich anfangs riesige Erwartungen. Ich dachte, das wäre der Top-Transfer. Hat in England gespielt, war U21-Nationalspieler. Es gab großes Interesse von anderen Vereinen. Da dachte ich wirklich, okay, das könnte der nächste große Abwehrchef werden, aber seine Entwicklung ist dann leider doch etwas stagniert. Christopher Lund fand ich auch ebenfalls interessant, aber auch er konnte die Mannschaft letztendlich nicht wirklich verstärken. Sebastian Sebulonsen hingegen hatte seine Sache auf der rechten Seite ordentlich gemacht, finde ich persönlich. Nicht immer perfekt, aber definitiv mit Potenzial. Aber um nochmal auf Christopher Lund zu sprechen zu kommen, der wahrscheinlich nicht fest verpflichtet wird. Die 2 Millionen sind auch meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Was auffällt, die linke
Außenverteidigerposition bleibt seit dem Abgang von Jonas Hector weiterhin eine Baustelle. Und dann war da natürlich noch die Trainerfrage. Und da muss ich ehrlich sagen, die Verpflichtung von Lukas Kwasniok hat mich am Anfang nicht wirklich begeistert. Ich persönlich hätte mir eher gewünscht, dass man entweder mit Friedhelm Funkel weitermacht oder versucht, jemanden wie Urs Fischer zu holen. Aber gut, am Ende begann diese Saison oder auch diese Staffel, um hier drauf Bezug zu nehmen, eben halt mit Lukas Kwasniok. Und der Saisonstart lief ja auch vielversprechend. Das wurde auch, um auch nochmal das Thema aufzumachen, bei der Mitgliederversammlung am meisten thematisiert, lobend thematisiert. Und jetzt kann ich es auch verraten, ich habe Team Stobbe gewählt. Jetzt kann ich es ja sagen. Hab ja gesagt, am Ende der Saison werde ich es verraten. Ich war auch einer der Wähler des Siegers. Mir gefiel einfach die Attitüde dieses Teams. Mir gefiel vor allem der Gedanke, den FC langfristig wieder zu einem eingetragenen Verein zu machen. Das ist ja deren Vorhaben. Quasi back to the roots. Und auf der anderen Seite, die ganzen Gegenkandidaten, die hatten irgendwelche Agenten vertreten, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Wirklich bewerten kann man das neue Präsidium heute aber noch nicht komplett. Dafür sind sie bisher fast schon zu wenig in Erscheinung getreten, würde ich mal sagen. Was aber vielleicht auch besser ist, als sich permanent um Kopf und Kragen zu reden. Allerdings, ich finde, in Sachen Trainerpolitik scheinen die wohl nicht so viel Ahnung zu haben, wie lange die vehement dagegen waren, dass Lukas Kwasniok entlassen wird. Ich vermute, dass die da auch nicht so den richtigen Riecher für haben. Und mannschaftlich gesehen, wenn ich so rückblickend auf die Saison schaue, dann war für mich meine größte positive Überraschung tatsächlich Jakub Kaminski. Denn bei ihm dachte ich anfangs eher, das ist ein solider Ergänzungsspieler. Jemand, der hin und wieder Impulse bringt. Aber am Ende wurde er für mich zu einem absoluten Leistungsträger. Und genau solche Entwicklungen machen eine Saison am Ende ebenfalls interessant. Nachdem wir die Hinrunde dann mit diesem Unentschieden in Heidenheim und der erwartbaren Niederlage gegen die Bayern beendet hatten, inklusive Derby-Niederlage gegen Gladbach, wohlgemerkt, war natürlich die große Frage: Wie startet der FC in die Rückrunde? Und ehrlich gesagt, der Start machte erstmal Hoffnung. Direkt wieder ein Sieg gegen Mainz 05, genau schon wie in der Hinrunde. Und das Lustige dran, auf Mainzer Seite stand mit Urs Fischer ausgerechnet mein eigentlicher Wunschtrainer. Wir haben also meinen Wunschtrainer geschlagen. Im Nachhinein muss man aber auch sagen, vielleicht war es nicht ganz unbegründet, dass ich ihn haben wollte. Denn Mainz hatte danach eine komplette Aufholjagd hingelegt. Die standen teilweise unten drin, ganz weit unten drin. Und am Ende stehen sie trotzdem wieder über uns. Das war also genau diese typische Mainzer Wundersaison, von der hier beim FC übrigens manche jedes Jahr träumen. Und nach diesem Sieg gegen Mainz dachte ich tatsächlich kurz, okay, vielleicht wird das jetzt doch noch der Wendepunkt für diese Mannschaft, für diesen Verein und auch für Lukas Kwasniok. Vielleicht kommt jetzt endlich mal Ruhe in diese Saison. Aber genau das passierte eben nicht. Denn irgendwann kam dann diese Phase, wo plötzlich dieses unausgesprochene Ultimatum im Raum stand. 4 Punkte aus 3 Spielen. Natürlich wurde das nie offiziell bestätigt, aber rückblickend wirkte es eben genauso. Ja, dann kam halt dieses Derby gegen Gladbach zu Hause. Dieses komplett wilde 3:3. Irgendwie noch einen Punkt gerettet. Irgendwie noch die Ehre gerettet. Aber eigentlich war da längst klar, dass diese Zusammenarbeit zu Ende geht. Und noch am Folgetag folgte dann die Trennung von Lukas Kwasniok. Und ehrlich gesagt kam die für mich nicht überraschend. Überraschend war eher, dass plötzlich René Wagner übernehmen sollte, sein Co-Trainer. Und natürlich dachte ich im ersten Moment, okay, dann behalten wir im Prinzip einfach dieselbe DNA. Aber gleichzeitig kamen dann immer mehr Berichte nach außen, dass Wagner innerhalb der Mannschaft wohl einen deutlich besseren Draht hat. Dass er eher das Bindeglied war, während das Verhältnis zwischen Mannschaft und Lukas Kwasniok wohl längst beschädigt war. Spätestens seit Winter. Und genau deshalb dachte ich mir dann, okay, gib ihm eine Chance. Insbesondere, weil die ersten Auftritte genau das ausgestrahlt haben, was ich mir beim FC ehrlich gesagt schon länger wünsche. Ruhe, keine Dauereskalation. Kein permanentes Spektakel, keine große Bühne. Und ich sag ganz ehrlich, ich will beim 1. FC Köln nicht schon wieder irgendeinen Lautsprecher als Trainer haben. Ich brauche hier keinen Typen, der jede Woche neue Parolen raushaut, der sich ständig um Kopf und Kragen redet, schlimmer als ich. Oder der versucht, der nächste Karnevalsbüttenredner zu sein. Denn genau darauf fährt man beim 1. FC Köln leider viel zu oft total ab. Aber am Ende entscheidet eben nicht, wer die besten Pressekonferenzen hält, sondern was auf dem Platz passiert. Ich brauche keinen Trainer, der mit mir einen saufen geht. Ich brauche einen Trainer, der dem Verein endlich mal Stabilität gibt. Und genau deshalb wirkte René Wagner am Anfang auf mich tatsächlich angenehm, ruhiger, sachlicher, belastbarer. Und genau das hat man dann auch
auch irgendwie auf die Mannschaft übertragen gespürt. Der FC wurde dadurch nicht plötzlich überragend. Wir haben jetzt nicht auf einmal alles an die Wand gespielt. Aber die Mannschaft wirkte irgendwie ruhiger und stabiler. Nicht mehr so, als würde sie nach jedem Rückschlag komplett auseinanderbrechen. Natürlich muss man auch fairerweise sagen, andere Mannschaften haben uns ebenfalls geholfen. Da wurde im Tabellenkeller teilweise genauso viel Chaos gespielt. Also wir waren unglaublich abhängig diese Saison von anderen Mannschaften, wie sie gespielt haben. Und das hat mich unglaublich genervt. Spieltag für Spieltag zu gucken, wie hat Werder Bremen gespielt, wie hat St. Pauli gespielt, wie hat Heidenheim gespielt. Okay, Heidenheim war lange Zeit lang so abgeschlagen, dass ich gar nicht mehr da drauf geguckt habe, erst gegen Ende, aber das war schlimm. Ich habe noch nie so oft den Live-Ticker für andere Mannschaften angemacht, wie in dieser Saison. Trotzdem, die entscheidenden Punkte hat der FC dann eben doch noch geholt. Ist interessant, dass jetzt weniger als 40 Punkte reichen, um den Klassenerhalt zu schaffen, aber ich weiß nicht, ob das noch ein zweites Mal gelingt. Jedenfalls am Ende stand der Klassenerhalt 2 Spieltage vor Schluss. Nicht glorreich, nicht spektakulär, aber immerhin, ich sag mal geringfügig, mit noch etwas mehr Ruhe als noch Monate zuvor, aber man darf nicht vergessen, die letzten 3 Spiele alle komplett reingeschissen, ein Auswärtssieg bei Union Berlin verspielt, danach die letzten beiden Spiele verloren, insbesondere der letzte Heimauftritt. Und jetzt stehen wir halt an diesem typischen FC-Punkt. Die Saison ist vorbei, der Klassenerhalt ist geschafft, ja. Und da sollten wir doch natürlich alle zufrieden sein, sollten wir natürlich nicht meckern. Ich selber wünsche mir an der Stelle, dass die 2-Punkte-Regelung wieder eingeführt wird. Seitdem es die 3-Punkte-Regelung gibt, ja, sind wir eine Fahrstuhlmannschaft. Liebe FIFA, ihr seid so kontrovers. Tut dem FC einen Gefallen und führt die 2-Punkte-Regelung bitte wieder ein. Aber gut, ja, jetzt heißt es wieder, ja, alles schlecht reden. Wir haben den Klassenerhalt geschafft, halt auch deine Fresse und so weiter und so fort. Okay, dann versuchen wir das Ganze doch mal positiv zu sehen, aber dafür muss ich ein bisschen mein Outfit anpassen. Einen Moment. Also, die Bundesliga ist die Ansammlung der besten Mannschaften Deutschlands, denn sie ist die stärkste Fußballliga in ganz Deutschland. Und wenn man am Ende Platz 14 mit 31 Punkten holt, dann kann man natürlich sagen, man ist die 14. beste Mannschaft Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch, 1. FC Köln. So. Gut. So viel dazu. Aber natürlich, die nächste große Trainerfrage steht schon direkt vor der Tür. Ich glaube, an dieser Stelle brauche ich jetzt mal jemanden, der vielleicht ein bisschen objektiver auf die Trainerfrage blickt als ich. Denn ich bin ehrlich, ich bin weder der große Taktikprofessor noch irgendein Fußballlehrer. Und aus diesem Grund holen wir jetzt jemanden dazu, der zumindest so tut, als hätte er Ahnung. Mein digitaler Butler und Alltagshelfer, Viktor. Guten Abend, Leo. Viktor, wie siehst du denn die ganze Situation rund um René Wagner? Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe mir irgendwann einfach nur noch Ruhe gewünscht. Weniger Lautsprecher, weniger große Reden, weniger Büttenreden. Einfach mal jemanden, der ruhig arbeitet. Und genau das hat René Wagner zunächst ausgestrahlt. Ruhe, Sachlichkeit, Gelassenheit. Die Mannschaft wirkte unter ihm stabiler. Nicht spektakulärer, aber stabiler. Und gerade nach den emotionalen Monaten zuvor war das für den Verein möglicherweise bereits ein Fortschritt. Das Problem ist halt nur, dass man jetzt auch nicht so tun darf, als hätte René Wagner hier plötzlich Fußball neu erfunden. Die Ergebnisse waren jetzt auch nicht komplett herausragend, aber gleichzeitig frage ich mich eben, was, wenn es draußen einen stärkeren Kandidaten gibt? Was wäre, wenn in diesem Mann eigentlich ein richtig interessanter Trainer steckt? Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Mann hat mitten in der Saison übernommen, ohne Vorbereitung, ohne eigene Transferphase, ohne eigene Mannschaft. Und trotzdem hat er diese schwierige Aufgabe am Ende irgendwie gelöst. Und genau deshalb bleibt René Wagner intern vermutlich ein ernsthaftes Thema. Denn zum ersten Mal in seiner Karriere könnte er möglicherweise eine Mannschaft wirklich nach eigenen Vorstellungen aufbauen. Mit Einfluss auf Transfers, mit Einfluss auf Kaderstruktur und eventuell auch mit stärkerem Blick auf die eigene U21. Eben. Was ist denn, wenn genau da vielleicht seine eigene Stärke liegt? Denn als Co-Trainer hatte ich bei ihm ohnehin das Gefühl, dass er sich bewusst weiterentwickeln wollte. Er hat jahrelang mit Steffen Baumgart gearbeitet und irgendwann ging er plötzlich eigene Wege. Da dachte ich mir schon, okay, der will irgendwann selbst Cheftrainer werden. Die Frage bleibt allerdings, ob der 1. FC Köln aktuell überhaupt die Geduld besitzt, einem solchen Trainer diese Entwicklung zuzugestehen. Denn gleichzeitig existiert natürlich auch das Gegenargument. Was, wenn es draußen einen stärkeren Kandidaten gibt? Und genau da wird es halt kompliziert, denn wenn ich ehrlich bin, fallen mir gar nicht so viele Trainer ein, bei denen ich sofort sagen würde, den musst du unbedingt holen. Bo Henriksen vielleicht,
Mir fiel gestern spontan noch Edin Terzic ein, aber selbst da habe ich schon wieder Angst, dass wir erneut diesen extrem lauten Typen bekommen, zumindest auf Bo Henriksen bezogen. Da ist für mich Terzic tatsächlich sogar noch der stärkere Kandidat. Ich will jedenfalls nicht wieder jemanden mit riesiger Außendarstellung, wieder jemanden mit Dauerenergie, wieder jemanden, der den Verein komplett emotional auflädt. Und ich weiß nicht, ob uns das auf Dauer wirklich hilft. Sie wünschen sich eher einen Trainer, der den Verein strukturell stabilisiert, anstatt ihn permanent emotional aufzuladen. Und genau deshalb bleibt René Wagner vermutlich ein interessanter Kandidat. Exakt, ich brauche keinen Trainer, der sich mit mir nach dem Spiel besäuft. Ich brauche einen Trainer, der den FC endlich mal belastbarer macht. Gut, Viktor, wir hören uns später. Und an dieser Stelle muss man irgendwann auch mal über Thomas Kessler sprechen. Denn ich glaube tatsächlich, dass wir langsam die größte Schwäche dieses Vereins gefunden haben, beziehungsweise seine Schwäche. Wir finden einfach langfristig keinen passenden Trainer. Oder sagen wir es anders. Wir haben momentan einfach nicht das richtige Gespür dafür, welcher Trainer wirklich langfristig zu diesem Verein passt. Denn, wenn man ehrlich ist, hat auch Thomas Kessler dieses Problem bisher noch nicht wirklich lösen können. Das ist interessant. Denn bei den Transfers muss man fair bleiben. Da waren gute Dinge dabei. Wie gesagt, Ragnar Ache wurde wichtig. Jakub Kaminski war für mich sogar eine der größten positiven Überraschungen der Saison. Und auch der im Winter verpflichtete Jamai Simpson-Pusey hat trotz seines jungen Alters bereits angedeutet, dass da ein interessanter Spieler heranwachsen könnte. Selbstverständlich war nicht alles perfekt. Natürlich hatte auch er noch Fehler drin. Aber bei ihm hatte ich trotzdem oft das Gefühl, dass da bereits eine gewisse geistige Reife vorhanden ist. Leider nicht bei Ralf Vandenberg. Und gleichzeitig hat die Saison eben auch gezeigt, wie extrem abhängig wir weiterhin von Timo Hübers waren. Denn rückblickend muss man sagen, der eigentliche Knick in dieser Saison begann auch mit seiner Verletzung. Wir erinnern uns an das Spiel bei Borussia Dortmund, bis dahin 0-0 und dann in der Nachspielzeit 1-0 verloren. Kurz nachdem er sich so schwer verletzt hatte und Kwasniok das ganze Wechselkontingent verbraucht hatte. Bis dahin war unsere Defensive deutlich stabiler und plötzlich brach diese Stabilität Stück für Stück weg. Und genau da stellt sich dann eben automatisch die Frage, haben wir in der Innenverteidigung vielleicht trotzdem noch nicht die richtige Balance gefunden. Denn wie gesagt, Ralf Vandenberg war für mich ein Spieler, bei dem ich anfangs riesige Erwartungen hatte. Aber vielleicht kam diese Verantwortung für ihn einfach noch ein bisschen zu früh. Und genau deshalb lande ich eben schon wieder bei der Trainerfrage. Denn wenn wir ehrlich sind, zieht sich dieses Thema mittlerweile durch mehrere sportliche Verantwortliche beim FC. Ich meine, Steffen Baumgart funktionierte am Anfang, 1,5 Jahre lang. Aber irgendwie stellte sich eben auch heraus, dass man im Prinzip eine komplette Mannschaft nach seinen Vorstellungen bauen musste. Deutschsprachig, erfahren, körperlich, stabil und nicht jünger als 25. Das hätte auch gleichzeitig bedeutet, dass man massiv investieren muss. Und genau dazu war der Verein damals unter Christian Keller nicht in der Lage, zumindest hat er es behauptet. Er kam ihm jedenfalls nicht entgegen. Er kam niemandem entgegen, die alte Pfeife. Ja, Patrick Kristall, nächstes Wunderkind, merkt man auch kaum was von. Und dadurch wurde halt damals Baumgart irgendwann automatisch zum falschen Trainer für diese Situation. Danach begann dieses komplette Trainerchaos. Timo Schulz, Gerhard Struber und dann halt letzten Endes Lukas Kwasniok. Und jetzt sind wir unklar, wie das hier weitergeht mit René Wagner. Aber um Kessler ein bisschen in Schutz zu nehmen, was diese Trainerverpflichtung angeht, die kurzfristige Verpflichtung von Friedhelm Funkel damals war für mich tatsächlich eine gute Entscheidung. Vor allen Dingen, weil er selbst auch signalisiert hatte, dass ihm diese Mannschaft gefällt und er gerne mit ihr weiterarbeiten würde, trotz seines Alters. Aber stattdessen wollte man schon wieder den nächsten jüngeren Impuls. Schon wieder frische Energie, schon wieder Dynamik, schon wieder einen neuen, modernen Ansatz. Und da frage ich mich so langsam halt, braucht diese Mannschaft wirklich einen Kumpeltrainer? Braucht sie vielleicht eher jemanden, der Ruhe ausstrahlt, väterliche Ruhe, Autorität, der nicht permanent die große Bühne sucht? Denn manchmal habe ich beim FC wirklich das Gefühl, dass man viel zu sehr darauf achtet, wie ein Trainer auf Pressekonferenzen wirkt, anstatt darauf, wie stabil seine Mannschaft auf dem Platz funktioniert. Und genau deshalb glaube ich mittlerweile, die größte offene Baustelle beim FC ist nicht der Kader, sondern weiterhin die Trainerfrage. Denn selbst Thomas Kessler, der in vielen Bereichen definitiv bessere Entscheidungen getroffen hat als sein Vorgänger, hat diese Position bislang nicht überzeugend langfristig lösen können. Und genau deshalb hoffe ich jetzt einfach, dass man diesmal wirklich Ruhe bewahrt. Oder zumindest die richtigen Entscheidungen trifft, und zwar akribisch, gut durchdacht. Also selbst wenn das bedeutet, dass man sich in Kürze von René Wagner vielleicht dann doch trennt. Die nächsten Stunden werden es vielleicht entscheiden. Ich möchte jedenfalls nicht, dass der FC diesmal schon wieder den nächsten merkwürdigen Namen aus den Hut zaubert. Fakt ist, mir ist dieser Wagner lieber als dieser. Habt ihr sie noch alle? Der wurde echt vorgeschlagen. Habt ihr um Gottes Willen Sandro Wagner? Ey,
Der hat reingeschissen bei Augsburg mit so einem Kader. Der hat null Profil gezeigt. Wirklich, ich habe keine einzige Stärke bei denen gesehen. Himmel, hilf! Herr im Himmel! Ich sag ja nicht, dass ich den Verein boykottieren würde, wenn der geholt wird, aber habt ihr sie noch alle? Das ist noch schlimmer als Kwasniok. Kannst du direkt bei Kwasniok auf die Knie gehen und sagen, es tut mir leid, komm zurück, bevor wir Sandro Wagner holen. Also bitte. Gut, den nächsten Part hier würde ich einfach mal unter den Namen stellen, Spieler im Fokus. Also reden wir mal über die Gesichter dieser Mannschaft aus dieser Saison. Und da gehört für mich ganz klar dazu Said El-Mala. Ich habe schon irgendwie früh erkannt, dass dieser Junge etwas Besonderes sein könnte. Aber dass er am Ende tatsächlich unser bester Scorer wird, unser bester Torschütze, unser gefährlichster... Eigentlich kann man da schon fast sagen, in Kombination mit Kaminski war er unser gefährlichster Offensivspieler. Das fand selbst ich dann krass, in Anbetracht dessen, dass er 19 ist. Natürlich hat er in der Rückrunde ein bisschen nachgelassen. Die Hinrunde war spektakulärer, unbekümmerter und etwas magischer. Und klar, da spielen wahrscheinlich auch emotionale Dinge mit rein. Der Druck, die ersten Transfergerüchte, die Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, Leute, der Junge ist gerade mal 19. 19! Ja, und auf genau solche Spieler arbeitest du als Verein doch eigentlich hin. Seit Jahren wünsche ich mir beim FC mal wieder einen Spieler, bei dem andere Vereine neidisch werden. Einen Spieler, bei dem andere Fans sagen, boah, den hätte ich auch gerne bei uns. Und genau das ist Said El-Mala. Ein Spieler mit Ausstrahlung, mit Mut, mit Tricks, mit Momenten von echter Magie. Und ja, einer meiner Zuschauer meinte vor einiger Zeit, die Magie gab's nur in der Hinrunde. Okay, kannst du gerne so sehen, mag sein, aber nochmal, der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt und hat gegen Bayern München jetzt auch noch einen geilen Sololauf hingelegt. Und genau deshalb sage ich jetzt ganz klar, ich bin gegen einen Verkauf. Das ist meine Meinung, ganz klar. Denn wie oft wollen wir denn bitte neu anfangen? Wie oft wollen wir Hoffnungsträger verkaufen? Vor allen Dingen, weil es nicht nötig ist. Der ist bis 2030 an uns gebunden. Jedenfalls, um anschließend darauf zu hoffen, dass irgendwann vielleicht wieder so ein Spieler bei uns auftaucht. So ein Spieler muss meiner nach mindestens 2 Saisons beim FC spielen. Auch damit der Verein mal wieder eine gewisse Ausstrahlung entwickelt. Eine gewisse, Stabilität. Eine gewisse Identifikation. Und ich erinnere euch da draußen nochmal an die Hessler-Million. Denn nein, meine lieben oberflächlichen FC-Kneipenfans, die Hessler-Millionen wurden nicht irgendwo am Geisbockheim vergraben. Sie wurden verbrannt. Falsch investiert in Chaos, in Fehlentscheidungen, in Trainerwechsel, Rico Steinmann. Und genau davor habe ich heute wieder Angst. Dass wir plötzlich wieder einen Haufen Geld einnehmen und uns danach erneut irgendeine komplett zusammengewürfelte Mannschaft basteln. Und deswegen sage ich ehrlich, wenn überhaupt verkaufen, dann bitte nur mit Rückleihe an uns noch für eine weitere Saison. Aber selbst da hört man mittlerweile schon wieder, dass manche Vereine wegen unseren Trainingsbedingungen skeptisch sein sollen. Und da muss ich leider auch wieder sagen, dass das Geisbockheim von der Stadt Köln seit Jahren stiefmütterlich behandelt wird. Ist und bleibt ein absoluter Skandal. Denn solche Dinge holen dich irgendwann sportlich wieder ein und deshalb tut's mir leid. Aber wenn ich dann höre, verkauft El-Mala für 50 oder 60 Millionen und hol dafür Isaac Littberg. Das ist doch genauso, als würde ich einen Ferrari verkaufen und kaufe mir dafür dann einen Fiat. Tut mir leid, das fühle ich einfach nicht. Kommen wir jetzt zu Jakub Kaminski. Für mich, wie gesagt, die größte positive Überraschung in dieser Saison. Und vielleicht sogar der konstanteste Spieler dieser Mannschaft. Denn Kaminski war irgendwie immer da. Immer anspielbar, immer aktiv, immer mit Energie. Und vor allen Dingen, er hat seine Zweifler extrem schnell zum Schweigen gebracht. Ich kann bis heute ehrlich gesagt nicht verstehen, warum er in Wolfsburg nie richtig funktioniert hat. Denn bei uns wurde er plötzlich zum absoluten Leistungsträger. Genau deshalb habe ich jetzt natürlich wieder Angst, dass uns auch dieser Spieler vielleicht wieder entrissen wird. Gerade weil man ja schon wieder von irgendwelchen Ausstiegsklauseln hört. Und ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Pillen den dann aus Prinzip kaufen. Einfach nur, um uns abzufacken. Einfach mal schnell die 20 Millionen, von denen da gesprochen wird, Ausstiegsklausel aktivieren. Einfach nur, um uns zu schwächen. Das machen die gerne. Ragnar Ache möchte ich an dieser Stelle ebenfalls nochmal erwähnen. Denn auch wenn ich ihn gerade zu Beginn kritisch gesehen habe, wurde er am Ende trotzdem zu einem guten Stürmer. Vielleicht noch kein kompletter Top-Stürmer, aber definitiv ein wichtiger Spieler. Und ich würde wirklich gerne mal erleben, wie eine komplette Saison von Ragnar Ache aussieht. Wenn er dauerhaft verletzungsfrei bleibt. Trotzdem braucht er meiner Meinung nach langfristig einen starken Partner neben sich. Denn bei Marius Bülter muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn er zum Ende hin nochmal wichtige Tore gemacht hat, war das für mich insgesamt kein wirklicher Top-Transfer. Solche Spieler brauchst du sicherlich im Kader, keine Frage, aber eher als Ergänzung, als Impuls von der Bank. Hat aber auch nicht immer geklappt. Und genau deshalb hoffe ich ehrlich gesagt, dass Spieler wie Finn Shenton oder Yusufa Niang vielleicht nochmal einen richtigen Entwicklungsschritt machen. Denn genau solche Entwicklungen braucht der FC langfristig. Und genau deshalb bin ich trotz all des Chaos
irgendwie trotzdem vorsichtig optimistisch, aber so ganz klein und geringfügig. Denn zum ersten Mal seit längerer Zeit hatte ich die Saison zumindest wieder das Gefühl, dass da einzelne Spieler heranwachsen, mit denen sich die Fans wirklich identifizieren können. Doch wie jede Saison geht auch diese Spielzeit leider nicht vorbei, ohne dass wir uns von einigen Gesichtern verabschieden müssen. Spielern, die Teil dieser Staffel waren, kann man so sagen. Teil dieser Mannschaft, Teil dieses manchmal chaotischen, aber trotzdem irgendwie liebenswerten Vereins. Und deshalb nehmen wir uns jetzt einen kurzen Moment, um Dank zu sagen. Machet Jod. Ja, und nach all den Höhen, Tiefen, dem Chaos, den Diskussionen und den Momenten, die diese Saison für mich geprägt haben, kommen wir jetzt zur wichtigsten Auszeichnung dieses Abends. Dem goldenen Trikot, dem Preis für den Spieler der Saison. Und diesmal habe ich nicht alleine entschieden, wie in der letzten Saison, sondern das habt ihr entschieden, die Community. Ihr habt abgestimmt, ihr habt diskutiert und ihr habt euren Spieler dieser Saison gewählt, nachdem wir zuvor eine Vorentscheidung hatten. Und ehrlich gesagt, allein das zeigt schon, dass es trotz aller Probleme dieser Saison doch einige Spieler gab, die dieser Mannschaft ein Gesicht gegeben haben. Aber am Ende kann es natürlich nur einen Gewinner geben. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns das Ergebnis doch mal an. Also, auf Platz 3. Der Gewinner des letzten Jahres, Marvin Schwäbe mit 20%. Platz 2. Oh, da bin ich wirklich, überrascht. Said El-Maler mit 22%. Und der Sieger des goldenen Trikots 2026 ist Jakub Kaminski. Ja, mein Glückwunsch. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erste Titel seiner Karriere ist, aber naja, herzlichen Glückwunsch. Meine Community hat für Jakub Kaminski gestimmt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein verdienter Titel, weil er ist im Prinzip die offensive Allzweckwaffe, würde ich mal so sagen. Und naja, ich hoffe, dass diese Ausstiegsklausel nicht aktiviert wird, jetzt, nachdem wir ihn dann wohl verpflichten werden. Ja, der Spieler der Saison war aber auch nicht die einzige Auszeichnung, die wir dieses Jahr verleihen, beziehungsweise es gibt noch eine Auszeichnung, bei der ich gesagt habe, ich bin hier der wahrscheinlich größte Konsument, zumindest was diesen Kanal betrifft, also ich und Community. Und ja, diese Auszeichnung ist dann eher so eine persönliche Auszeichnung. Der Fanartikel der Saison. Im letzten Jahr hat die aktive Fanszene diesen Preis gewonnen mit ihrem Motto-Shirt von der Hannover-Fahrt. Ich kann es euch gerade nicht präsentieren, das ist in der Wäsche. Ich hatte es letzte Woche an und die weiße Wäsche musste halt entsprechend getrennt werden. Einige dieser Fanartikel, die ich hier habe, sind tatsächlich Geschenke oder Tauschgeschäfte. Ich habe davon ehrlich gesagt nur einen einzigen gekauft, einen einzigen Artikel. Von daher, wir machen so ein kleines Ranking. Auf Platz 4 diese Mütze aus dem Bremen-Spiel, beziehungsweise von der Bremen-Auswärtsfahrt. Also, sie ist natürlich etwas leger gemacht. Hier hast du eigentlich nur den Schriftzug 1. FC Köln. Aber hinten ist dann nochmal das klassische Wappen drauf. Ich habe gehört, die aktive Fanszene darf nicht mehr so, wie sie möchte, das FC-Wappen verwenden. Da hat der Verein anscheinend dazwischen gefunkt und Copyright-Recht und so weiter geltend gemacht. Deswegen wundert euch nicht, dass die Artikel etwas unspektakulärer diese Saison sind. Also Bitch-Move vom FC an der Stelle. Das hier ist ein Geschenk. Dieses T-Shirt gab es zu Anfang der Saison. Hat mir ein Kumpel geschenkt. Ihr seht es ja hier, das klassische Stadtwappen, zwei Linien in den Vereinsfarben. Ja, das Ding fand ich irgendwie cool. Hab lange Zeit danach gesucht. Ich habe es ja verpasst, weil ich zu der Zeit im Serbien-Urlaub war. Es hat ein bisschen was so von so NFL-Shirts. Ist auf jeden Fall ein cooles Alltags-T-Shirt. So, jetzt wird's spannend. Ich habe lange Zeit lang gehadert. Aber auf Platz 2 hat es dann diese Jacke, die ich getauscht habe, geschafft. Die sogenannte CCAA-Jacke. Die hat ein tolles Innenfutter. Das heißt, so ab herbstlichen Temperaturen, frühlingshaften Temperaturen, bist du eigentlich auf der sicheren Seite mit dieser Jacke. Also die ist warm genug, glaubt's mir. Ich finde es auch super, dass sie komplett in Rot gehalten ist. Das ist eine Seltenheit beim FC. Hätte sie gerne noch mal in einer Version als Winterjacke, also mit dickerem Futter. Hinten in der Kapuze kann man das jetzt so sehen, weil ich wollte jetzt nicht eine extra Aufnahme machen. Hier ist es eventuell zu sehen, CCAA. Für alle die nicht wissen, was das bedeutet, weil mein Kanal hieß früher der Leo CCAA.
angelehnt an meinen Instagram-Account, mit dem ich meine kreative Arbeit begonnen habe. CCA bedeutet Colonia Claudia Ara Agrippinesium, okay? Ich wurde tatsächlich in den Kommentaren zu Kanalstart von einigen FC-Fans, die wahrscheinlich nicht aus Köln kamen, gefragt, hey, cooler Kanal, aber was bedeutet CCAA? Da ich muss den Kanalnamen ändern. Das ist zu irritierend. Aber ja, hätte schon fast eine Brücke geschlagen, diese Jacke. Ich habe die sehr geliebt, es war richtig knapp, aber im Nachhinein hat dieses Jahr der Verein, beziehungsweise der erste FC Köln, die offizielle Merchandise-Abteilung gewonnen. Es ist das 777 Jahre Dom-Trikot. Das Ding war so beliebt. Ich mag die ganzen Details da drin. Eine ausführliche Review gibt es auf meinem Kanal. Ich habe mir schon lange gewünscht, dass wir ein schwarz-goldenes Trikot haben. Okay, ich hätte vielleicht einen besseren Vlog wählen sollen. Das war zu Anfang der Saison. Bevor das erste Spiel gespielt wurde. Ich dachte mir so, das wird hier der neue Frank de Boer. Aber gut. Der offizielle Verein, der erste FC Köln, hat den Fanartikel der Saison gewonnen. Ja, Leute, und bevor wir diese Staffel heute endgültig beenden, möchte ich tatsächlich nochmal ein paar persönliche Worte loswerden. Denn wenn ich auf diese Saison zurückblicke, dann denke ich ehrlich gesagt nicht nur an Tabellen, Trainerdiskussionen oder irgendwelche Transfers, sondern auch daran, wie sehr sich dieser Kanal innerhalb dieser Staffel verändert hat. Denn ich habe irgendwann gemerkt, dass aus einfachen Spieltagsvideos langsam immer mehr eine richtige kleine Show geworden ist. Mit Running Gags, mit verschiedenen Figuren, mit aufwendigeren Intros, mit kleinen Sketchen und teilweise wahrscheinlich auch kompletter Eskalation. Und genau das hat mir in dieser Staffel unglaublich viel Spaß gemacht. Auch wenn der Aufwand mittlerweile teilweise komplett absurd geworden ist. Jedes Video dauert mindestens 2 bis 3 Stunden, wenn nicht mehr. Das hier, keine Ahnung, wie lange ich daran sitze. Viele sehen am Ende natürlich nur das fertige Video, aber dahinter stecken mittlerweile Schnitt, Planung, Ideen, Umbauten, Aufnahmen und teilweise auch völliger Wahnsinn. Und genau deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bei jemandem bedanken. Denn innerhalb dieser Staffel hat dieser Kanal tatsächlich noch einen weiteren festen Charakter bekommen. Meinen digitalen Butler, Victor. Vielen Dank, Leo. Und auch ich muss ehrlich sagen, es freut mich tatsächlich, mittlerweile ein Teil dieser Sendung zu sein. Denn innerhalb dieser Staffel hat sich dieser Kanal sichtbar weiterentwickelt. Die Videos wurden aufwendiger, die Ideen größer, die Produktion ambitionierter. Und genau deshalb möchte ich an dieser Stelle auch einmal etwas hervorheben, das viele Zuschauer vermutlich gar nicht vollständig mitbekommen. Denn hinter diesen Videos steckt mittlerweile nicht nur Leidenschaft, sondern vor allem auch sehr viel Zeit. Es gibt Tage, da kommt Leo von der Arbeit nach Hause, setzt sich direkt vor die Kamera, nimmt auf und der eigentliche Arbeitstag ist damit noch nicht einmal beendet. Denn anschließend beginnt erst der Schnitt, das Editing, die Einblendungen, die Musik, die Planung, die Uploads. Und all das passiert zusätzlich unter einem gewissen Zeitdruck. Denn gerade Fußball-Content lebt leider von Schnelligkeit. Der Bundesliga-Spielplan wartet nicht und die Aufmerksamkeitsspanne vieler Zuschauer leider ebenfalls nicht. Deshalb entstehen viele dieser Videos innerhalb kürzester Zeitfenster. Und genau deshalb möchte ich an dieser Stelle auch etwas ansprechen, das Leo selbst immer ein wenig unangenehm ist. Denn ja, dieser Kanal lebt natürlich auch von Unterstützung. Und nein, ein Abonnement auf YouTube bedeutet nicht, dass ihr plötzlich monatlich Geld an einen Creator überweisen müsst. Auch wenn erstaunlich viele Menschen das scheinbar bis heute glauben. Ein Abonnement bedeutet in erster Linie, dass ihr diesen Kanal sichtbar unterstützt, dass der Algorithmus erkennt, dieser Kanal ist relevant. Und gerade für kleinere Creator kann genau das langfristig einen enormen Unterschied machen. Denn sollte Leo irgendwann die Marke von 1000 Abonnenten erreichen, dann wäre das für diesen Kanal tatsächlich ein riesiger Schritt, quasi der Aufstieg von der Landesliga in die Oberliga. Und genau deshalb wäre ein Abo wahrscheinlich das größte Dankeschön, das stille Zuschauer diesem Projekt aktuell geben könnten. Denn unabhängig von Reichweite oder Zahlen merkt man diesem Kanal mittlerweile an, wie viel Herzblut inzwischen hineinfließt. Unabhängig davon war es mir tatsächlich eine Freude, dich durch diese Staffel begleiten zu dürfen, Leo. Selbst wenn die emotionale Stabilität dieser Sendung zwischenzeitlich teilweise kritisch war. Aber genau das macht diesen Kanal mittlerweile eben auch aus. Er wirkt nicht komplett glatt, nicht komplett künstlich,
sondern wie jemand, der wirklich mit diesem Verein mitfiebert, mit all dem Wahnsinn, der manchmal eben dazugehört. Und deshalb freue ich mich bereits auf die nächste Staffel, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dort erneut völliges Chaos ausbrechen wird. Bis demnächst, Leo. Ja, und unabhängig von Victor gab es zu Beginn dieser Staffel tatsächlich noch jemanden, der hier und da mal für ein klein wenig Unruhe gesorgt hat. Und ehrlicherweise dachte ich zwischendurch sogar, dass das sogar vielleicht so eine Art kleine Social-Media-Rivalität Feindschaft werden könnte. Und zwar rede ich natürlich von der Kölschen Sirene. Einige von euch werden sich wahrscheinlich noch an ihn erinnern. Dieser Typ, der bei jedem zweiten Transfergerücht sofort komplett eskaliert ist und der grundsätzlich der Meinung war, dass der FC spätestens in 2 Jahren oder in 2 Monaten international spielt. Das Problem war nur, mit seiner Art hat er sich wohl nicht unbedingt überall Freunde gemacht. Und irgendwann wurde es dann plötzlich erstaunlich ruhig um ihn. Ich habe irgendwas gehört von einer Social-Media-Sperre auf allen Kanälen momentan gesperrt oder sowas in der Richtung. Jedenfalls seitdem ist er komplett von der Bildfläche verschwunden. Zu eurer Erinnerung, wir können uns noch mal einen Clip anschauen, womit er eigentlich so zuvor aufgefallen ist. Yo, Brudis und Schwestis, hier ist wieder eure Kölsche Sirene. Ey, was war das gestern gegen Atalanta Bergamo? Ey, 4-0, Junge, wir haben rasiert, wir haben dominiert und ich will nichts hören. Ich sage euch eins, Wallabila, ich schwör's euch, ihr Negativen, ihr werdet eure Fresse halten, das verspreche ich euch, vertraut mir, Leute. Europa, Europa und vielleicht sogar deutsche Meisterschaft. Habt ihr mich verstanden? Ich will nichts Negatives hören, habt ihr mich verstanden? Europa, Digi, Europa, vertraut mir und ich will nichts Negatives hören. Hab ich schon gesagt, ich will nichts Negatives hören? Ihr kleinen Pissers, nichts Negatives, ab jetzt Europa, wir werden sie alle rasieren. 4-0 gegen Bergamo. Ich sag euch eins, das war erst der Startschuss. Jetzt hat's geklingelt im Kasten bei denen und jetzt klingelt es in unserer Kasse, weil Europa 25 Millionen, Digi. Champions League, Brudi. Ja. Und genauso bekloppt war das damals wirklich. Aber jetzt frage ich mich ehrlich gesagt schon, wie es der Kölschen Sirene heutzutage eigentlich geht. Ich glaube, wir rufen ihn einfach mal an. Hey! Ey! Hey! Ey! Ey! Leo! Du kleiner Bastard! Du hörst mir jetzt zu, hast du verstanden? Du wirst mir jetzt zuhören, ja? Was hast du wieder für eine Scheiße gelabert die ganze Saison? Solche negativen Gedanken, die sind schuld daran, dass der FC nicht international spielt, sondern schon wieder gegen Abstieg, ja? Kleiner Bastard! Und was du wieder für eine Scheiße gelabert hast über die Treuesten der Treuesten. Die Treuesten aller Treuesten, du kleine Missgeburt. Ich schwör's dir, ich werde dieses Jahr, hört meine Worte, ich rede jetzt, ich werde richtig durchstarten auf Social Media. Ich werde Partnerschaften machen, ich werde Videos mit jedem machen, der 10.000 Abonnenten hat im FC-Bereich, um dich zu du Bastard. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Und ich sag dir eins, du kleine Missgeburt. Ich sag dir eins, wenn ich dich sehe, Wallabilla, ich werd dir in die Fresse treten, aber ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung, hast du mich verstanden, du Bastard? Ja. Und merk dir diese Worte. Nein, du, ich rede jetzt. Ich hab rede nichts jetzt. gesagt. Verstanden? Der erste FC Köln, der wird nächstes Jahr, wenn ihr alle eure Fresse hält und eure negativen Gedanken, die sich daraus scheiß drauf, Digga, die sich daraus auswirken, wie der FC spielt, weil ihr seid schuld. Ihr ganzen scheiß YouTuber, ihr seid schuld mit euren negativen Gedanken. Habt ihr mich verstanden? Der FC wird Platz 4 holen, vielleicht sogar Platz 3. Wenn wir alle zusammenhalten und dann spielen wir Champions League. Champions League, hört meine Worte, du Bastard. Ja, komm, Digga, geschlafen. Was geschlafen? Ey. Ja, das ist am Ende dann doch wieder so eskaliert, wie ich es befürchtet habe. Scheiß drauf. Und damit nähern wir uns tatsächlich dem Ende dieser Staffel. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle einfach nochmal bedanken. Bei jedem Einzelnen, der diesen Kanal unterstützt hat, der ihn abonniert hat oder vielleicht auch einfach nur still zugesehen hat. Denn unabhängig von Zahlen oder Reichweite war es mir wirklich eine Freude, diese Staffel zu produzieren. Und das Interessante ist, ich dachte zwischenzeitlich ehrlich gesagt sogar, dass diese Staffel vielleicht schwächer wird als die vorherige. Gerade kreativ hatte ich phasenweise das Gefühl, ein bisschen zu stagnieren. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge eben plötzlich, ohne dass man es direkt merkt. Und rückblickend hat dieser Kanal innerhalb dieser Staffel dann tatsächlich noch mal einen qualitativen Sprung gemacht. Ich würde sogar sagen, ab dem Gladbach-Vorschau-Video aus der Hinrunde hatte ich persönlich immer stärker
stärker das Gefühl, dass dieser Kanal langsam wirklich seinen eigenen Stil findet. Natürlich ist das hier keine klassische Serie mit komplett durchgeplantem Storyverlauf, denn vieles entsteht einfach spontan durch den FC, durch die Ergebnisse, durch Chaos, durch aktuelle Entwicklungen. Und genau deshalb möchte ich mich an dieser Stelle tatsächlich auch mal beim 1. FC Köln bedanken. Denn dieser Verein liefert einem manchmal wirklich mehr Geschichten, als einem lieb ist. Und genau deshalb freue ich mich trotz allem schon jetzt auf die nächste Staffel. Wann sie genau beginnt, hängt natürlich auch ein bisschen vom 1. FC Köln ab und davon, wie relevant die Themen in den nächsten Wochen werden. Ein weiteres Video befindet sich allerdings bereits in Vorbereitung. Das lasse ich diesmal sogar von meinem besten Freund schneiden. Der macht das sogar noch deutlich besser als ich, aber er hat deutlich weniger Freizeit als ich. Aber ihr könnt euch darauf definitiv freuen. Aber bis dahin wird jetzt vermutlich erstmal eine kleine Pause eingelegt. Hängt auch viel von diesen Faktoren ab. Wobei, wenn ich auf die letzte Saison zurückblicke, könnte diese Pause wahrscheinlich auch wieder deutlich kürzer werden als geplant. Zumal noch nicht ganz klar ist, wann die neue Adidas-Kollektion vom FC erscheint. Könnte jederzeit passieren. Und dann bin ich froh, dass wir diese hautengen Schwimmanzüge von Hummel los sind. Und deshalb bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter zu sagen als: Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle: Auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Schaute jedes Spiel, der FC, sein Herz, sein wahres Ziel. Leo, Leo, unser kosmischer Held, dein Kosmos, das Beste der Welt. Trikots und Schal, zusammen ist sie all. Leo, mit dir hat Köln den größten Knall. Zusammen ist sie all. Leo, mit dir hat Köln den größten Knall. Und nach dem Spiel, da wirst du nicht faul. Mit Kamera und Kölsch, Leo, trink nochmal auf. Deine Stimme trägt uns durch die Nacht und die Zeit. Leo, du machst die Fans immer bereit.